Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode F1 2016 in der F1-Karriere, wo wir durch jedes F1 durchgehen und eine Fahrerkarriere machen. Und wir sind jetzt hier in Singapur mit unserem Force India Team und ich bin gespannt, wie es so wird. Weil jetzt kommen so wieder die Strecken, wo ich den Struggle habe, wobei ich muss mittlerweile sagen, Singapur geht relativ gut bei mir, aber ich weiss nicht, wie das Auto sich da drauf verhält. Es könnte vielleicht sein, dass wir relativ gut unterwegs sind, da wir ja auch mehr Downforce werden haben. Aber ich möchte sie verschreien, darum wir lassen uns überraschen. Ich mache wie immer das Training und dann sehen wir uns gerade wieder im Qualifying. Let's go! So, herzlich willkommen zum Qualifying. Ich sage so, wie es ist. Das wird nichts. Ich bringe keine Pace her. Also ich bin jetzt Platz 22 geworden. Ich habe hure lang im Setup rumgebastelt. Ich habe nur Streckenanklimmung. Egal, ihr wisst, was ich meine. Streckenkenntnisvideo oder Streckenkennenlernen habe ich gemacht. Und das habe ich auch geschafft. Tire Wear habe ich nicht geschafft. Und Qualifying Pace habe ich auch nicht geschafft. Ich komme einfach nicht über die Pace her, die ich sollte. Und ich bin nur am Sliden, am Rutschen, weiss ich was alles. Diese Strecke mit dem Auto liegt mir nicht. Das ist einfach eine schlechte Kombination. Aber wir probieren es gleich. Wir gehen jetzt ins Qualifying, wir probieren Zeit rauszuhauen. Auch wenn ich glaube, es wird nichts. Aber ja. Never give up, oder sagt man immer so schön in der Formel 1. Also, let's go. Okay, bin hinter dem Hülk. Wir gehen mal in die Garage. Alter, ey, das wird nicht. Ich bin sehr langsam. Also ich habe zwar eigentlich das Gefühl, ich habe eine solide Lap gemacht, aber irgendwie gleich gestruggelt. Du bist zurzeit auf PL. Das ist die 6. Reihe im Grid. Wow, ganz ehrlich, besser bringe ich es nicht her. Ich bin eine Position hinter dem Hülkenberg, das muss lange. Mehr bringe ich ja wirklich nicht, das ist unglaublich. Schauen wir uns die Ergebnisse des gestrigen Qualifyings und die Startaufstellung an, bevor es losgeht. Dank einer unglaublichen Runde im gestrigen Qualifying startet Lewis Hamilton von der Pole Position. Und Nico Rosberg macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Ricciardo, Vettel, Max Verstappen und Button. Alonso, Quert, Hülkenberg und Kimi Räikkönen. Ein Force India, Grosjean, Carlos Sainz Jr. und Ericsson. Massa, Magnussen, Felipe Nasser und Valtteri Bottas. Gutierrez und Wehrlein. Rio Hayanto und Jolyon Palmer vervollständigt die Startaufstellung. Die Lichtergebnisse. So, also, wir sind an der Startaufstellung. Der Kimi ist noch hinterher gedroppt, der hat wahrscheinlich eine Penalty kassiert. Ja, wir schauen mal, was wir rausholen können. Ich glaube, es wird schwierig werden, aber es ist möglich. Weil Singapur ist eben immer so eine Strecke, ich glaube, im Rennen in der League sind wir besser als im One-Lap-Bereich. Aber wir schauen mal. Wir legen los. Wir schauen noch schnell die Rennstrategie rein. Wir gehen auf Ultraweichen los und gehen dann in Runde 6 auf Super Softs. Und wir nehmen natürlich auch wieder ein bisschen weniger Sprit mit. Ja, sehr gut, das sollte länger, 15,8. Dann würde ich sagen, legen wir los. Let's go. Ja, okay, ein starker. Wow, scheiße, gerade der Teammate abgeschossen. Frontflügel Damage, okay. Geringfügige Schäden am Frontflügel. Schone den Wagen, bis wir ihn repariert haben. Wir wollen nicht, dass es sich Was machen die? Ja, gelb. Alonso, wo bist du? Absolute Vorsicht auf der gesamten Strecke. Das Safety Car ist draußen. Behalte das Delta im Auge. Wir müssen es positiv halten, um eine Okay, was ist passiert? langsamer werden und positives Delta beibehalten. Okay, langsamer werden. Dein Delta ist negativ. Du bist also zu schnell. Verringere dein Tempo. Meine ist schon geschenkt, oder? Oder noch eine in der Box, glaube ich. Oder enge Boxgasse. Das dürfte ein Haas sein. Ein Renault kommt auch. Ein Renault.
Ah, McLaren ist es. McLaren am Ghoster, okay. So, also, es geht inzwischen mal wieder weiter an. Nur ist mein Motor gelb wieder. Also, der Motor mag da irgendwie nicht verlieren in diesem Game. Ich hoffe, er geht nicht kaputt. Oh, je, je. Und ich bin auf Softs, also auf die harten Reifen oder auf die harte Reifenmischung. Und ich weiß nicht, ob das so eine gescheite Idee war. Nein, jetzt geht ein paar in die Bots. Unglaublich, unglaublich das Game wieder. Mit dieser KI, die einfach wieder nichts checkt in diesem Game. Ist alles in Ordnung? Das war heftig. Sag uns bitte, ob... Da schauen wir an. Wieso zieht der Harianto da nicht zurück? Da wird jetzt aus seiner Perspektive gesehen. Da bin ich innen. Also, da lenkt er voll ein. Und da könnte ich das Lenker wieder mehr auftun. Er lenkt einfach in mich rein. Klar, es ist kein Platz rum, aber ganz ehrlich, da müsst ihr ja auch zurückziehen. Oder spätestens so muss er zurückziehen. Was ist hinten dran noch passiert? Der Alonso, der Dings hat den gesehen. Ah, der ist auch noch drin hier. Ah, okay. Ah, schau mal. Der Button ist in Harianto noch rein und hat nicht getoucht. Und der ist vielleicht in mich rein oder so, wegen dem. Okay, ja. Super Rennen gewesen. Aber ich glaube, es ist also der zweite DNF oder so. Das nächste Rennen ist in... Was ist das? In Malaysia. Okay, Malaysia könnte wiederum ein bisschen gut werden oder könnte besser werden. Bin ich gespannt, wie das dort wird. Und ja. Ja, komm, egal. Wir haben jetzt wirklich das also... Ah nein, wir haben schon 4 DNFs gehabt. Also mit dem jetzt. Spanien, okay, weiß ich gar nicht mehr. China, weiß ich noch. Monte Carlo ist klar. Aber sonst haben wir eigentlich immer gute Positionen rausgeholt oder eigentlich sind eigentlich stark unterwegs gewesen. Aber ja, egal. Soll mal passiert sein. Ist halt Singapur. Ich denke mal, die Schuldseite ist eher weniger auf meiner Seite. Sagt man das so? Also es ist meine Schuld gewesen, würde ich jetzt mal behaupten. Aber schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare rein, wenn seine Schuld das war. Ich denke jetzt eben eher so im Rio oder im Button, wo hinten gefahren ist. Wie gesagt, schreibt es gerne rein. Aber das war es so mit dieser heutigen Episode von F1 2016 der Fahrerkarriere. Falls euch die Episode gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr das Video teilen. Und sonst sehen wir uns wieder in der nächsten Episode in Malaysia. Ich würde vergessen. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag noch und macht's gut und ciao.